Und dann begegnen sie tatsächlich mal einem Dämon, dann wird es denen ganz anders. Mein Name ist René Gehring. Ich bin Schulleiter des Seminars Schloss Bogenhofen. Thema, über das ich heute sprechen möchte, das ist der Bereich Okkultismus und Videospiele. Ich selbst, wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, habe auch in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen Videospiel zu tun gehabt. Von dem Begriff her aus dem Lateinischen heißt es einfach nur das Verborgene, das Dunkle. Und wenn ich mich da richtig hineinbegebe, heißt das, ich möchte gerne das Böse, das Dunkle, das eigentlich Geheime und Verbotene näher kennenlernen. Und meist geht es darum, dass man das nicht nur kennenlernt, sondern auch benutzt für eigene Zwecke. Wie so oft bei den dunklen Dingen, es ist die Neugierde, es ist das Verborgene, es ist das auch häufig Verbotene. Es wird uns in der Bibel verboten, uns damit zu beschäftigen, mit Totenbeschwörung, Geisterbeschwörung, mit Zauberei. Es ist auch in unserer Gesellschaft zumindest noch bis vor einiger Zeit verpönt gewesen. Wenn man dann noch mitbekommt, dass es wohl sehr mächtig ist, dass da eine Macht dahinter steckt, dann genügt es für viele, sich auf diesen eigentlich verbotenen Grund zu wagen. Bei solchen Spielen zum Beispiel ist ja tatsächlich eine virtuelle Welt. Natürlich kann sein, dass die Geschichte auch auf irgendwelchen vielleicht realen Begebenheiten mit basiert, aber zumindest Elemente, die da drin sind, wenn ich jetzt an das Pentagramm denke oder anderes, das sind Dinge, die es ja tatsächlich auch gibt und tatsächlich auch wirksam sind. Das ist nicht einfach nur Fantasie. Wenn ich mich mit diesen Dingen hier beschäftige, mich daran gewöhne und mir dann sage, das Ganze ist ja eigentlich nichts anderes als ein Fantasiegebilde, dann werde ich vermutlich, wenn ich in der Wirklichkeit dann doch mal damit zu tun haben sollte, viel unvorsichtiger sein. Und da haben mir schon Leute berichtet, die jetzt nicht unbedingt bei Videospielen, sondern eher, wenn es um Horrorfilme geht, tief drin waren und das genossen haben, den Kick und die Anspannung. Und es ging ja dann vielleicht doch meistens gut aus und dann begegnen sie tatsächlich mal einem Dämon, dann wird es denen ganz anders. Weil die ganze Welt und alles, was sie da kennengelernt haben, ihnen plötzlich wird ihnen bewusst, das ist eben nicht nur Fantasie, das ist real. Und die Ängste, die möchte ich nicht nachempfinden müssen. Ganz offensichtlich, wenn dort Dämonen vorkommen, wenn Geister vorkommen, böse Kräfte, dann ist es ganz klar der Bereich des Okkulten. Häufig hat es mit der Zukunftsvorhersage zu tun. Das sind Dinge, von denen wir uns dann fernhalten sollten. Aber dann gibt es auch Dinge, die sind vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Und das ist einfach normal, dass sie vorkommen. Und von daher ist man da vielleicht gar nicht mehr so sensibel. Wenn es also darum geht, dass man einfach gewisse Zeichen verwendet. Jetzt in dem Videospiel ein Pentagramm beispielsweise, dass eine gewisse Art von Kerzen oder auch viel von mit Skeletten vorkommt. Dass Zaubereien oder zumindest gewisse Sprüche, die so als eine Art Aberglaube gelten, vorkommen. Oder so ein Brauch, Silvester zum Beispiel, Silvesterknaller, die lauten Knalle sollen eigentlich die bösen Geister für das neue Jahr vertreiben. Also wenn wir in Okkulte weit fassen wollen, dann haben wir das in vielen Bereichen des Lebens. Nur wieder vorsichtig sein, nicht zu weit zu gehen, nicht jeder Knall ist gleich was Okkultes. Aber wenn es in Richtung Aberglaube geht, gewisse Bräuche, die da sind, dann muss man da vorsichtig sein. Das gibt es ja in verschiedenen Bereichen. Das kann bei Videospielen so sein. Die Sucht ist dann schon enorm stark. Wenn das Ganze grafisch so aufbereitet ist, dass meine Fantasie irgendwie es mir leicht machen kann, mich so richtig hineinzufinden, dann ist es tatsächlich schwer, weil ich einen Teil meiner Identität aufgebe. Das ist ja eine Welt, in der ich tatsächlich lebe. Was früher die Bücher gewesen sind mit Fantasieschlössern, ist heute viel leichter in diesen wirklich gut aufbereiteten Videospielen. Ich bin vielleicht jeden Tag eine Stunde, 2, 3 oder was damit beschäftigt. Bei manchen ist es ja noch mehr, wenn es exzessiv ist. Da ist also eine Lücke da, ein gewisses Vakuum, wenn es einfach nur weg ist. Ich brauche also etwas, das diese Lücke füllen kann. Ich muss dann einfach schauen, was mich einigermaßen auf andere Gedanken bringen kann. Eine Hilfsmaßnahme, die immer sehr gut ist, aber viele Leute sich nicht so aufraffen können, ist, ich mache Sport. Ich gehe raus und gehe eine Runde joggen. Am besten ist, wenn man es nicht alleine macht, sondern mit anderen zusammen. Ich kann den Computer auslassen. Ich kann es tatsächlich, auch wenn ich es vielleicht nicht für möglich halte, ich kann ihn zur Not verkaufen. Oder ich kann, was sicherlich leichter ist und nicht ganz gleich so martialische Maßnahmen sind, ich kann mit jemandem darüber reden und ihn bitten, dass er mich hier auch kontrolliert. Dass er darauf Acht gibt, dass das Spiel, wenn es mal deinstalliert ist, dass ich es nicht mehr installiere. Dann muss ich nicht einfach sagen, die Versuchung ist jeden Tag da. Hoffentlich schaffe ich es heute, hoffentlich schaffe ich es morgen. Ich kann es mir leichter machen. Aber das kostet Mühe, vielleicht kostet auch ein bisschen Geld. In jedem Fall kostet es Zeit. Und das muss ich bereit sein, dann auch einzusetzen. So ein frommer Wunsch ist ja bei vielen gegeben. Aber wirklich die Überzeugung, dass ich was ändern muss, ist in der Regel erst dann da, wenn ich darunter leide. Also wenn es mich viel Zeit kostet, wenn es mich viel Geld kostet, wenn es meine Arbeit beeinträchtigt, wenn es meine Beziehung beeinträchtigt, wenn es meine Persönlichkeit negativ verändert, wenn ich vielleicht auch gesundheitliche Probleme habe. Man muss manchmal an solche Punkte kommen, wo man in der Sackgasse wirklich drinsteckt und merkt, so geht es nicht mehr weiter, um genügend Willen zu haben, was zu verändern. Aber dann sollte man auch wirklich die Gelegenheit beim Schopf packen und sollte es tun. Gleich. Nicht allzu lange drüber nachdenken, sondern diesen Willen, dann diese Willenskraft wirklich gut nutzen, um im Leben eine Veränderung herbeizuführen. Egal, was es kostet. Wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest, über Videospiele hinaus, welche Einfallstore gibt es denn da? Wie komme ich denn da raus? Wie erkenne ich überhaupt, wo ich da momentan stehe? Und was hat Satan eigentlich für eine Agenda, für Pläne, für die Zeit, in der wir heute leben? Dann lade ich dich ein Seminar von mir anzusehen, das es auch online gibt, kostenlos, in dem ich das viel ausführlicher und viel
grundlegender auch behandle. Ich wünsche dir viel Freude dabei.